Servus und habe Dere da draußen zu einer neuen Folge Viva la Movolution Podcast. Ich bin der Mike und mit mir im virtuellen Studio der Kani. Kani, habe die Ehre. Servus. Hey, wir arbeiten gerade noch mit zwei da herin, hä? Ja, ich weiß nicht. Also der Schnitt 2 von 4, oder? Naja, aber mit dir macht's auch mehr einen Spaß. Wir sind ja die zwei Besten in diesem Quartett, deswegen sind immer genau die Richtigen da. Ja, auf jeden Fall. Genau. Wer auch ziemlich cool ist Leonine und Vollkontakt, weil die haben uns ausgestattet mit einem ganz tollen Film. Was haben wir denn da gekriegt? Von den süßen Mäusen haben wir gekriegt VHS 85, VHS 85 und zauberhaft auf alle Fälle. Schon mal vielen Dank, da gehen die dicksten Kartoffeln wieder raus. Auf jeden Fall. Vielen Dank. Da sind wir immer sehr erfreut, wenn wir Post vor euch kriegen. Ja, und vor allem, wenn es immer so geile Horrorkassetten sind, die sie zu besprechen lohnen. Das ist schön, dass der Leonine wirklich immer mehr gute Perlen rausfischt. Auf jeden Fall. Dann weißt du nämlich auch, dass der Synchro passt, weil er hat nicht einmal Tiberius irgendeinen VHS gehabt. Ich weiß jetzt nicht, vielleicht war das nicht sogar der Zweiter. Ich weiß, aber irgendwann einmal hat er einen rechter Schweinssynchro gehabt. Das war nicht Leonine. Und jetzt, weißt du, wo die sich die Sachen schnappen, weißt, jetzt wird schön geschwätzt hier. Mm. Ja, es ist ja auch schon der zweite VHS-Teil, den wir besprechen. Der Corby und ich haben schon mal Teil 2 besprochen. Warum Teil 2 zuerst und nicht Teil 1? Erfahrt ihr in der Folge jetzt einfach nochmal rein. Und mit der VHS 85 haben wir jetzt mittlerweile ja schon den 6. Teil der Reihe, wobei es aber schon 8 gibt. Aber die kämen bei uns nicht. Ja, die kämen immer sehr sporadisch, wobei ich sagen muss, die letzten 2 Jahre, wenn man dann doch immer wieder versorgt mit Material, eben vor kurzem von Indeed, da ist der VHS 94, glaube ich, gekommen. Und der VHS Beyond ist ja auch ganz regulär in den Handel gekommen und haben wir nicht so lange drauf warten müssen. Wo es jetzt noch abgeht, ist VHS Halloween und die, wo wir vielleicht hoffentlich auch dieses Jahr noch kriegen, wobei der mir nicht ganz so gut gefallen hat wie jetzt der zum Beispiel. Witzig, bin ich gespannt. Aber der hier ist ja schon 3 Jahre jetzt da drauf gewartet, gell? Der ist ja von 2023. Voll. Es war sogar so, dass ich im letzten Hardline total, also besoffen war ich nicht, übernachtig, sagen wir übernachtig. Jetzt liege ich da in meinem Hotelzimmer um 3 in der Früh, schalte einen Fernseher ein und was läuft da? VHS 85, haben wir natürlich gleich anschauen müssen. Ach so. Jetzt hast du erst so gedacht, jetzt hätte ich ihn gerade in der Hand und hätte noch geschaut, was so läuft und dabei musst du reinpacken und VHS anschauen. Gell? Ja. Was? Nein! Also. Nein! Ich war schon ich hab rumgeschaltet und dann ist zuerst noch die He-Man-Cartoon-Serie gekommen. Und dann, und da ich aber die alle mit meinem Burm da anschaue, bin ich dann bei VHS 85 hängen geblieben. Und sollen wir die Leute vielleicht einmal ein bisschen abholen, was da überhaupt so los ist da in dem Film? Ja, kann man ein bisschen erzählen. Also wer VHS an sich überhaupt nicht kennt, der hat sowieso einiges in seinem Leben versammelt. Absolut. Und es ist nämlich auch für mich immer wunderschön, wenn ein neuer VHS kommt, weil ich bin ja kein Found-Footage-Fan. Aber VHS ist die Found-Footage-Reihe, die mir absolut gefällt, weil es nämlich immer mehrere Kurzfilme sind, die aneinandergereiht werden und im Hintergrund hast du oft dann auch so eine kleine Hauptgeschichte, die die Filme ein bisschen miteinander verbindet. In dem Fall sind sie dann, also in der Regel sind sie schon mehr oder weniger bekannte Regisseure, die mit hingelangen dürfen. Diesmal hast du David Bruckner dabei und Scott Derrickson, also das sind Namen, die man kennt. Ja. Die mitarbeiten, aber dann auch, ich glaube, die Natascha Kermani und Gigi Saul Guerrero, oder die, glaube ich, sind noch relativ unbekannt gewesen. Das finde ich auch cool, weil die dadurch halt auch Bühne bieten, eben für all die Hasen und neue Gesichter und sie dürfen sich da kreativ austoben. In der Regel hast du auch den Namen, beziehungsweise das ist jetzt, glaube ich, eigentlich erst so ab VHS Viral so richtig eingeführt worden, dass dieser Zusatztitel auch ein bisschen die Richtung vorgibt von der Kurzfilmsammlung. Anthologie, so kann man es ja nennen, oder? Nehmen wir es Anthologie. Das Wort hat die ganze gesucht und hab's nicht zusammengebracht, wie so ein Vollidiot. Und diesmal ist es halt dann 85, das heißt, dass man merkt's da vor allem, das spielt so ein bisschen in dieser Zeit, überwiegend, und man merkt es halt auch am Beutel, dass das immer so ausschaut wie so Videoaufnahmen aus die 80er Jahren. Ja, das ist ja, ich würde sagen, sehr authentisch. Irre authentisch, ja. Also ich hab mir einmal kurz gedacht,
oh Mann, warum ist denn das mit Gore so unschön? Ach, heute mal, das ist ja 85, deswegen. Aber war ich kurz davor, dass es mich aufregt, bis mir eingefallen ist, nein, das gehört ja so, regt dich nicht umsonst auf, der Depp. Ja. Und was halt cool ist, die haben ja bei dem Teil nicht bloß digitale Filter hergenommen für das Ganze, sondern die haben auch wirklich so mit all die Röhrenfernseher und echte Videorekorder-Hardware haben die gearbeitet, um diese ganzen Bildstörungen da zum erzeugen. Und das finde ich schon einmal ziemlich cool, dass man sich da wirklich so analog sie zum Helfer war, so nicht nur alles sehr allerweil digital macht. Das war ja. Bei dem, die digitalen Effekte, die schauen halt immer gleich aus in alle Found-Footage-Filme. Du hast immer die gleichen Störeffekte eigentlich drinnen. Und das ist mir da vor allem bei dem, ich glaube, das ist der Teil, das Segment vom Scott Derrickson gewesen. Da ist mir am stärksten aufgefallen, dass es mal ganz andere Störeffekte irgendwie drinnen sind. Ja, weil die ist ja wirklich dann auch mit echten 16 mm Material gearbeitet worden. Das ist ja direkt oldschool. Das war ja, wie haben die geheißen? Das war irgendwas mit Dream, oder? Das war Dreamkill. Dreamkill, genau. Dreamkill. Wir haben ja diesmal 1, 2, 3, 4, 5 Geschichten. Ja. Und dann eben eine, die ein bisschen, weil diesmal haben wir nicht so präsent ein übergreifendes Thema drinnen. Das stimmt. Du hast ja eigentlich nur die Episode am See, da wo dann ein bisschen gescheust wird. Ja. Die greift ja dann nochmal über auf die Endgeschichte. Also eigentlich hast du gerade einmal so eine Geschichte, die auf 2 aufteilt ist, aber keine im Hintergrund durchgehende Geschichte, wie es dann bei Halloween Beyond und was weiß ich, was immer war. Ja, die eigentliche Rahmenhandlung, die vom David Bruckner inszeniert ist, das Total Copy, das ist ja eigentlich die Rahmenhandlung, weil man ja mit dem steigt der Film ein. Das sehen wir immer wieder in so Zwischensequenzen zwischen die Episoden und bildet dann auch das Schlusssegment quasi. Das ist jetzt eigentlich so, der Rahmen ist aber eigentlich an sich nur eine separate Episode, die aufteilt ist und da quasi den Rahmen spannt. Ist aber jetzt nichts, wie du schon sagst, das ist jetzt das übergreifende Thema, das da eingefangen wird, sondern das ist einfach eine Aneinanderreihung. Aber das wirklich, wie du schon gesagt hast, dieses Aufteilen von dieser Episode No Wake und Ambrosia, das ist halt so dieses kleine das kleine Special von dem Film, weil man da zum ersten Mal 2 Filme hat, wo dazwischen ein anderer Teil ist, die aber 1:1 eigentlich zusammenhängen. Was ich sehr cool fand. Was ich beim ersten Mal gar nicht gecheckt habe. Ich habe den zum ersten Mal den gesehen auf Englisch, irgendwie wo besorgt aus dem Ausland. Ich bin da damals gar nicht so mitgekommen. Ich sag das, wie es ist. Ja, das glaube ich. Ja. Mir ist aufgefallen, ich habe alle gesehen, aber als ich den jetzt angeschaut habe, ich habe nämlich auch gedacht, ich habe da schon mal eine englische Version davon gehabt, aber habe ich mir heute in die Jungfahrt mit dem VHS IT5. Sehr schön. War schön, als das losgegangen ist und ich festgestellt habe, heute mal, du hast ja noch gar nichts davon gesehen, da war ich begeistert, dass ich endlich wieder mal was Neues sehen darf. Nicht gerade wie lauter einen alten Scheiß. Sehr schön. Hast du den 94, hast du den auch gesehen? Dann, also so müssen die dann eigentlich alle gesehen haben. Also zumindest weil die das in Erinnerung haben. Was war denn 94? War das der mit dem Kanalratzen mit Monster? Das war der mit der Kanalratz, mit den biomechanischen Chinesen, glaube ich, war das. Den habe ich gesehen. Der war auch wild. Ja. Der war wild, ja. Na, stark. Also bis auf Viral gibt's keinen schlechten. Ja, und ich müsste Viral auch noch mal sehen, weil ich habe den nur damals bei Release gesehen. Ja, ich mit dir. Ich habe ihn mit dir das letzte Mal gesehen. War das damals bei Release, oder? Ja, genau. Dann müsst ihr den jetzt noch mal anschauen, weil damals hat er mir auch überhaupt nicht gefallen. Vor allem nach den ultimativ starken Zweiter war das wirklich ein riesiger Abrutsch. Aber ich darf mir jetzt gerne noch mal anschauen, einfach vielleicht, nachdem wir jetzt wirklich eigentlich alle gefallen haben, die gekommen sind. Ja. Danach, vielleicht ist es diesmal so, dass ich sage, ach, eigentlich ist er gar nicht so schlimm, er hat doch ein bisschen was. Ja, stimmt schon. Müsst ihr ihn noch mal probieren? Haben ja schon ein paar Jahre ins Land gezogen seitdem. Eben, vielleicht hat der reifen müssen, vielleicht haben wir reifer werden müssen, ich weiß nicht. Kann sein. Manche Sachen haben wir jetzt schon öfter festgestellt, wirken später auf einmal ganz anders auf uns. So schaut's aus. Jetzt gehen wir ein bisschen auf die einzelnen Segmente ein, würde ich sagen, oder? Dass die Leute wissen, was da los ist und wie uns das gefallen hat, oder? Das können wir machen, ja. Also wir haben am Anfang schon gesagt, der Film steigt ein mit der Rahmenhandlung im Endeffekt von David Bruckner mit dem Titel Total Copy. Und in diesem Segment wird ein Formwandler namens Mabu, heißt der. Der wird eingefangen und wie bei Stranger Things mit der Elfie und so, der wird da daheim eingespielt, oder daheim ja in diesem Gelände da eingespielt und der darf die ganze Zeit Fernsehen schauen.
Und der versucht dann irgendwann das Fernsehen zu imitieren. Und das wird ganz schön grotesk dann. Beste Leben eingesperrt werden im Fernsehen schon. Ich höre nichts Schlechtes. Ja, nicht, ne? Genau, dann geht's eigentlich schon weiter mit, wie der heißt, No Wake, oder? Ja. Der eben aufteilt ist in No Wake und Ambrosia. Man hat zuerst, sagt man, eine Gruppe Youngsters, die cool am See umeinander wammeln und dann mit dem Boot ausgurken und auf einmal hören sie einen Schuss und dann fetzt er schon den ersten weg und dann hören sie noch mehrere Schüsse und dann fetzt der Unterkiefer mal weg und auf einmal wird da auf sie geschossen, während sie auf dem Boot drauf sind. Und ziemlich miese Nummer, ziemlich asozial, weil es total hilflos auf dem Boot ausgesetzt und sie schießen da auf die, bis sie dann feststellen, heute mal, ich bin getroffen, aber irgendwie habe ich nicht das, was ich gerade haben soll, nach so einem Einschuss. Und da geht jetzt einfach gleich weiter auf den Ambrosia, der erst später kommt, da haben wir jetzt so 2 Segmente irgendwann dazwischen, dann kommt der Ambrosia eben. Da siehst du dann die Sicht von dem Geschehen aus, also da siehst du dann das Geschehen aus der Sicht von die Schäusser. Das ist irgendwie so eine gestörte Familie, die schauen sich das dann auch nochmal an die haben das nämlich auch aufgenommen, zufälligerweise, wie sie auf die Leute da im See draußen schießen. Und im Endeffekt ist diese Familie ja ein kleiner Serienkiller, oder? Ja, lauter so gestörte. Die treffen sie da und reden drüber, wer wen wie umgebracht hat und Ding. Und das ist so ein Treffen, bei dem jeder sagt, was er alles gemacht hat. Und die Dame, die da quasi im Fokus steht, sagt dann das Video her und dann geht bei uns dann das Licht auf und dann sagst du, leck mir Musch, die hat ja die alle erschossen. Genau, und das ist ja meine, die kommt ja mit ihrem Partner und mit ihrer Mom, oder? Das ist ja Mom gewesen, dann die Blonde. Ja. Schon. Genau, und dann kommt halt ein bisschen ein Blaulicht und dann hörst du halt auch so, okay, es wird kämpft oder sich selber gerichtet, aber man lässt sich nicht gefangen nehmen und dann merkst du halt so, okay, denen geht's wirklich nur darum, so viel zu töten, wie es nur irgendwie möglich war. Finde ich sogar eine coole Geschichte, die hat mir taugt. Vor allem fand ich das auf dem See, das fand ich halt, weil es halt richtig base ist, das, wenn du dir vorstellst, du bist auf dem offenen See und dann schießt einfach etwa auf die, du siehst nicht, woher das kommt und du kannst nicht aus. Das ist richtig, richtig mies gewesen. Ich hätte dann das Ende hätte ich dann gar nicht mehr dazu gebraucht. Aha. Mag jetzt nicht unbedingt spoilern, aber das hätte ich jetzt nicht gebraucht. Ich hätte das sogar so stehen lassen können, weil ich fand das so schon extrem gemein, was da passiert ist. Stichwort Wasserpistole, oder? Ja, genau. Ja. Aber ja, wie du schon sagst, ich schließe mich an, war sehr cool, kleines Highlight der Episode und auch der Gore-technisch war das super cool. Wie du schon sagst, da das Unterkiefer wegschießen und so, das schaut jetzt saugeil aus. Also das haben sie wirklich wieder super, super fabriziert. Und dann eben dieser Perspektivwechsel dann zu die Täter, schöne Idee. Und der Regisseur, jetzt weiß ich nicht, wie der geheißen? No Wake, das müsste der Mike P. Nelson war das. Ja, genau. Das ist ja auch schon ein alter Veteran mittlerweile, der hat ja die neue Silent Night, Deadly Night gemacht, den du auch sehr gefeiert hast. Den letzten Wrong Turn. Und auch diesen, Semi-Reboot von Freitag der 13., das Sweet Revenge hat er auch gemacht. Also der jetzt halt im Zuge dieser ganzen Freitag der 13. zieht man neu auf, wo das so der Neustart als Kurzfilm war, oder? Genau. Also der ist schon kein unbeschriebenes Blatt, dieser Herr. Ja, und das glaube ich wird nur, der kann man noch einiges Tolles erwarten von dem, weil der hat bis jetzt eigentlich eine gute Vita, weil ich finde auch den neuen Wrong Turn nicht so schlecht. Ich finde auch, ohne Mutanten. Der hat gut funktioniert. Er müsste vielleicht nicht unbedingt Wrong Turn heißen, aber als Film finde ich, funktioniert er ganz gut. Vor allem da, bei dem Film, wer da Interesse hat an den neuen Wrong Turn, bitte sitzen bleiben, wenn der Abspann einsetzt. Das wird nur geil. Nur so nebenbei. Genau, dann haben wir dazwischen eben noch die Episode God of Death von der Isa Lopez. In dem wird ein Rettungsteam während einem schweren Erdbeben in Mexiko in einem eingestürzten Gebäude und in so einem sich dann aufbrechenden Keller- oder Untergrundsystem mit einem ziemlich blutrünstigen Gott oder Gottheit konfrontiert. Ja. Basiert auf die echten, also das ist tatsächlich wirklich passiert, so, dieses Erdbeben. Das ist quasi tatsächlich in die 80er da ein Erdbeben in Mexiko gewesen und das quasi spielt da direkt drauf an. Das muss ich auch sagen, wie das effekttechnisch gelöst ist auch ziemlich cool,
weil wenn man bedenkt, dass das alles immer so im Mid- und Low-Budget-Bereich ist, wie sie das gemacht haben, dass man da so ein Katastrophenszenario macht, fand ich super cool. Und dann dieses Freilegen da von diesem, dieser verschütteten Gottheit oder diesem Altar und so, voll cool. Also das so, da hast du mich immer gleich, das hat dann so Lovecraft-Vibes, wenn irgendjemand was aufbricht und dann da irgendetwas so die so große Alte irgendwie freigelegt werden oder so. Fand ich super, war ein wenig gory und es hat ein bisschen Nudity gegeben und war auch wieder sehr, sehr kurz, knackig und schwer unterhaltsam. Ja, und Aufbrecher war ein bisschen so das Motto, gell? Also ein Menschen. Aufbrecher. War nicht schlecht. Aber Regisseur war der Gigi Saul Guerrero, du hast irgendeinen anderen Grund mal nicht gesagt. War das nicht die Isa Lopez? Habe ich mich da jetzt Also zumindest habe ich in meiner IMDb-Auflistung habe ich diesen Namen nicht, gar nicht da, auch nicht als Autor oder Regisseurin oder sonst was. Dann bin ich schlecht. Ich weiß nicht, aber ist wurscht, das kennt's ja, wer möchte, googelt's nach und schreibt so in die Kommentare eine, was wirklich die Sache ist. Genau. Wer hat hier Regie geführt, weil Mike und ich sind völlig überfordert, was das gerade angeht. Also das kann jetzt dann nur noch die Natascha Kermani sein, dann hab ich da einen Kass verzeiht. Dann ist es die Natascha Nein, die hat den nächsten gemacht, den Techno-God. Das war die Episode, die als nächstes dann kommt, oder? Ja. Weil, ich erzähle das jetzt einfach gleich weiter. Erzähl gleich weiter. Die nächsten Episode ist Techno-God. Und wir haben da eine Dame auf der Bühne, die dann die Frage stellt, ob sie an Gott glauben, die Leute, und dann eben da ein bisschen schwafelt, an welchen Gott das man glaubt und dass es eben auch eben diesen der titelgebende Techno-Gott auch vorhanden ist. Und sie hat dann auch, glaube ich, eine VR-Brille auf, oder? Ja, genau. In der sie dann in so virtuelle Realität eintaucht, die ja geil nach 80er ausschaut. Also wenn man so 80er Actionfilme oder sonst irgendwas gehabt hat, wo sie selbst nachgemacht haben, genauso hat's ausgeschaut, obergeil, gefällt mir voll. Und der erwähnte Techno-Gott fand ich eigentlich cool, hat mich vorher ein Ding erinnert an American Gods. Da war ja dann auch so die neuen Götter, so Technik und so weiter. Das war eine coole Idee, dass das eine neue Gottheit eben durch das wird. Ja, und während die Leute zuschauen und sie ihr Ding da aufführt, sagt sie, ob sie in dieser virtuellen Realität das zur echten Realität für sie wird, und das ist nicht so gut für sie. Nee. Ziemlich kurz, ich glaube, es war die kürzeste Episode, wenn ich das richtig im Gefühl habe. Ich habe nicht direkt geschaut, aber so vom Gefühl her war aber für mich auch die schwächste, muss ich sagen. Also ich finde es zwar trotz allem ziemlich cool, es ist eine coole Idee, es ist eine coole Umsetzung, aber mir haben die anderen einfach viel besser abholen können, als es jetzt die gemacht hat. Deswegen, also sie ist nicht schlecht, sie ist nur für mich im Vergleich die schwächste aus den 5. Ja, das wirkt wieder so eine Fingerübung, wo man sagt, okay, wir brauchen jetzt für unseren Film, brauchen wir noch so ein Segment, das 10 Minuten dauert oder so, weil recht viel länger dauert das Teil nicht. Und dann kann man die noch mit reinwursteln. Weil der hat auch nur ein Setting im Endeffekt, eben diese Bühne da mit dem Publikum. Und hat passt. Aber hat passt, war okay, hat am Ende nur ein paar schöne Effekte da mit reingehauen. Ja, voll schön. Am Schluss, also ganz das Letzte, ich sag nur dieses Maske entfernen dann, das schaut echt gut aus. Also wie sie das gemacht haben wieder, starkes also Ding. Insgesamt kann VHS wirklich, also jetzt auch der IT5 da wieder Vollgas mit Effekten überzeugen. Das schaut alles brutal gut aus, zumindest mir ist zumindest nichts aufgefallen, wo ich einmal gesagt habe, das ist jetzt nicht so schön. Nein. Ich war eigentlich immer, dass ich sage, okay, fett, damit habe ich nicht gerechnet, dass es so wild und gut ausschaut. Ja. Apropos wild und gut, da haben wir dann Dreamkill noch als großes Finale vom Scott Derrickson. Das ist doch am Anfang ist es doch der reine Found-Footage-Giallo. Ja, und ich hab das sofort dran denken müssen, wenn der da reingeht, diese schwarzen Handschuhe, die Sicht immer aus der Ego-Perspektive, die Frau, der dann Gurgel durchgeschnitten wird, und dann ist sie einfach, ich hab die ganze Zeit nur Giallo im Kopf gehabt. Ja, und mega verstörend. Dann diese 16mm Optik und dann dieser verstörende Soundtrack dazu. Also ich hab echt Schiss gehabt. Also er war wirklich aktiv gruselig, wie er das gemacht hat. Und man kennt halt da eben auch wieder einen Scott Derrickson, sein Fable für 16mm. Das zieht sich ja bei ihm so durch. Auch eben zuletzt da bei Black Phone 2, da wird das auch sehr stark mit eingesetzt wieder. Und so als Stilmittel ist das echt toll. Hat mir sehr, sehr gut gefallen. War sehr atmosphärisch, spannend, gory. Also wie da die Leute umgebracht werden. Das ist echt krass. Irre, ja. Also ist ja meine Lieblingsepisode muss ich jetzt da auch sagen. Aus dem Film. Ja.
war mein absolutes Highlight. Und wir haben nochmal den James Ransom dabei, der sich ja leider letztes Jahr umgebracht hat. Ja, stimmt. Eine von seinen letzten Rollen, den sehe ich auch immer gern. Diesmal in einer Rolle, wo man eigentlich gar nicht so kennt, weil sonst ist er immer ein bisschen so der sympathische, aber diesmal ist er nicht ganz so sympathisch gewesen. Genau. In der Episode geht es darum, dass ein Polizist VHS-Kassetten bekommt, die Morde zeigen, die erst begangen werden, die noch gar nicht passiert sind. Und genau, und da entspinnt sich dann quasi so eine Kriminalgeschichte, ein Kriminaler und endet dann mit einem Knaller. Oh, Reimemonster, Alter. Warst du vorher noch schnell auf dem Beatpass, oder wie? Ja, na, sehr stark. Scott Derrickson, absolut Meister seines Fachs und wie gesagt, schließe mich an, beste Folge von VHS 85. Ich war begeistert. Ich glaube, das war dann auch der Part, wo er den Typen jagt. Da, meine ich, war ja dann auch eine Soundkulisse dahinter. Also der Score, der da war, da habe ich Gänsehaut gekriegt. Das war wirklich so schweinegruselig und unangenehm. Obergeil. Also ich war wirklich begeistert von der Folge. Ja. Und in dem Segment spielt auch der Sohn vom Scott Derrickson die Hauptrolle. Also der junge Bursch, der da dabei ist, das ist angeblich... Der Gossigler. Ja, das soll ja angeblich der Bur sein von ihm. So schaut es nämlich aus. Schon wieder hier Vetternwirtschaft über der AfD oder was? Kann nicht sein. Das kann nicht sein. Na, echt stark. Also ich war echt überrascht, dass da auf einmal noch so ein krasses Ding einschwappt. Ja. Weil oftmals ist ja VHS ein bisschen so leichtfüßig unterwegs oder ein bisschen spaßig. Und so düster und brutal hat man Episoden relativ selten. Ja. Und also ernst. Aber das sind halt dann immer die Knaller. Wie jetzt zum Beispiel der Safe Haven bei VHS 2. Aber der hat ja am Ende trotzdem auch wieder so eine Leichtfüßigkeit drin mit dem Dämon dann mit Papa. Also, und das hast du in der Folge, da war ja gar nichts zum Lachen dabei. Ja. Die war einfach sau unangenehm und bierernst durchgehend. Also damit habe ich überhaupt nicht gerechnet, dass man so ein Teil noch mehr einscheißt. Ja. Aber geil. Also ich bin begeistert gewesen. Und als Rausschmeißer kriegen wir dann noch das Finale von unserer Rahmenhandlung noch präsentiert und dann ist auch schon wieder gar die Gaudi. Dann sind schon wieder eine Stunde, ich glaube 52 rum. Fast 2 Stunden. Beste Unterhaltung. Beste Unterhaltung, ja. Und vergeht wie im Flug. Voll. Also Song hat es für mich gar nicht. Also, das ist auch das Gute an diesem Modell, was diese VHS-Franchise hat. Das ist das, weil oftmals ist es Kranken, die Found-Footage-Filme drohen, dass 1,5 Stunden dauern und dann hat man eine dreiviertel Stunde oder 50 Minuten gar nichts und dann gibt's ein bisschen was und dann ist wieder nichts und am Schluss gibt's wieder ein großes Krabum und dann ist gar. Und da muss man oft schon ganz schön Zeit absitzen. Und das hast du bei den Filmen nicht, weil die immer so kurz knackig so dahin rauschen. Und alle haben einen stärkeren Impact wie andere. Andere sind lustiger wie die anderen. Andere sind kreativer wie die anderen. Andere kriegst vielleicht einen Schlaganfall wie bei der Hunde-Episode in VHS 2. Also ein buntes Potpourri kann euch wirklich da draußen, wer da Interesse hat, die Filme nur ans Herz legen. Ja. Und mittlerweile, also habt ihr auf alle Fälle einiges zum Anschauen, wie der Mike gesagt hat, 7 oder 8 Teile mittlerweile. 8 Teile sind es jetzt, ja. Also da könnt ihr mal ein schönes Wochenende mit ein paar Kumpels oder ein paar Bierchen verbringen und euch die VHS-Reihe einballern. Und ich finde es halt so schön, weil mein Riesenproblem ist ja immer das Finale von Found-Footage-Filme. Die haben in der Regel dann eine Viertelstunde laufen und nichts mehr singen und gerade noch schreien hören. Und das nervt. Ich weiß nicht, warum das jeder Schweineregisseur macht, der einen Found-Footage-Film dreht, dass am Schluss nur noch Leute am Davonlaufen sind, wird nur noch im Boden eingefilmt, du siehst halt dann gerade nur dunkel, hell, hörst die ganze Zeit schreien. Boah, da kann ich durchdrehen. Ja, aber das ist so schön, das hast du hier Spannung bei. Nein, überhaupt nicht. Das ist voll dabei. Das ist authentisch. Ja, das war bei Blair Witch, als ich den ersten gesehen habe, war es einmal spannend. Nachdem ich jetzt aber 48.000 gesehen habe, kann man sich halt mal was anderes überlegen und das nicht immer gleich machen, weil man genau weiß, jetzt kommt so das Finale, jetzt wird's gleich das Laufen anfangen und schreien und ich sehe nichts mehr. 10 Minuten kann ich auf Scheiß ausgehen. Okay. Und das hast du bei den VHS-Filmen Gott sei Dank nie, weil diese Filme kurz und knackig das verzeihen und dann oder relativ selten, wenn dann läuft einmal ganz kurz, das lassen wir eingehen, aber nie so ellenlange Scheiße, wo ich nichts mehr sehe und das dumme Geschrei habe. Ja. Also darfst du das Found-Footage-Skeptiker empfehlen quasi? Absolut, ja. Also die VHS-Reihe, die kann ich nur empfehlen und zwar auch, wenn man mit Found-Footage nichts anfangen kann, dann hat man hier trotzdem sehr viel Spaß. Auf jeden Fall. Und sie halten in der Regel immer gut drauf auf die Sachen, die man sehen möchte.
Das ist ja oft so ein Mist bei Found-Footage-Filmen, dass halt irgendwas passiert und damit es halt in Anführungszeichen reell ist, dann fällt der Typ vielleicht weg oder sonst etwas und dann sieht man die Sachen nicht immer so gut, wie man es gerne sehen möchte. Ja. Und bei der VHS-Reihe habe ich immer so das Gefühl, dass da extra drauf Wert gelegt wird, dass wenn der fällt oder so, dann liegt die Kamera so, dass man noch jeden Splatter-Effekt mitkriegt. Das finde ich. Das stimmt, die fallen dann gerade ganz so saudumm hin, dass man die Ausweitung noch Ja, sieht. das ist wie bei dem Ambrosia da am Ende, wo es dann da umeinander schießen, Ja. der fällt halt so hin, dass die Person in der Vollen ist, dass man jeden Einschuss sieht und alles wegspritzen sieht, was man braucht. Das stimmt. So muss es sein. Richtig, bin ich bei dir. Sehr schön. schön. Dann kommen wir zu unseren Töps und Flöps, da die sagen. Töbi, Ja, jo. Conny, wie schaut's denn aus? Also ich fange mal mit meinem Flop. Mein Flop ist so die in Anführungszeichen fehlende Rahmenhandlung in dem Ding. Es ist zwar nicht direkt der Flop, weil ich hab an dem Film eigentlich nicht wirklich was auszusetzen, aber da also Corby uns wieder einschluckt wird, fucking, sage ich mal so, diese nicht so präsente Rahmenhandlung, wie ich es von den anderen VHS-Teile irgendwie ein wenig besser gewohnt bin, ist mir da ein wenig abgegangen. Wir haben jetzt Liebenbeständigkeit und das hat mir ein bisschen rausgerissen, deswegen nehme ich das jetzt als Flop her. Und mein Top sind die, in meinen Augen, absolut hervorragenden Effekte, die mir in dem Film da, also in alle Segmente eigentlich zum Sehen kriegen, egal von wem. Das schaut alles perfekt aus, ob das ein Kiefer ist, den es wegreißt, ein Kehlenschnitt, Augen ausgestochen, Finger abgeschnitten, Herz rausgerissen und so ein Zeug. Also du kriegst wirklich einen Haufen zum Singen als Scorebauer und es schaut alles wirklich lecker aus. Auf jeden Das Fall. ist jetzt, das ist mein. So bei dir, Mike, was ist dein Tobi, die Flobby? Was ich top finde, dass halt diese Ästhetik, das Audiovisuelle der 80er oder dieses Abspulen von einer VHS, das du dann da quasi sechst, sehr authentisch umkommt. Das ist wirklich toll, dass nicht bloß wieder, wie gesagt, irgendwelche, alles digital draht und irgendwie Filter drauf und das schaut dann einfach doch wieder nur gestellt aus. Hast jetzt in dem Fall nicht. Also du meinst wirklich, du schiebst da so ranzlige VHS rein. Und du siehst jetzt da verschiedene aufgenommene Schnipsel. Und das ist cool und das ist authentisch, das ist spannend, gruselig, alles quer durch die Bank, ein Potpourri der Gefühle und dazu auch noch schwer unterhaltsam. Was wirklich schwer macht mit einem Flop. Ich muss echt sagen, ich kann da nicht viel sagen. Also das Ding ist also wirklich ein rundes Ding. Ich bin immer traurig, wenn es dann gar ist. Und dann muss ich wieder ein Jahr warten. Also es ist wirklich, von mir aus dauert die nochmal 30 Minuten länger, weil dann hauen sie mir noch mehr Episode hier. Obwohl das Ding schon 2 Stunden dauert, aber in dem Fall kann es ruhig noch ein wenig dahin gehen. Ich bin beim VHS-Film immer traurig, wenn es gar sind. Weil man denkt, hoffentlich kommt noch eine Episode, stimmt, ja. hoffentlich kommt noch eine. Das stimmt. Aber was ist denn eigentlich los mit den Leuten auf Letterboxd 2,8 von 5 Ja, das ist schon schwach. insgesamt? Keine Ahnung, aber haben da lauter der geistige Tiefflieger bewertet, den ich mal einen Auspuff zugibst. Ich weiß nicht, das Kann soll jetzt vielleicht Letterboxd wegnehmen. Ja, echt. Es gibt ein paar so Kandidaten, denen ich darfst allgemein kein Internet nicht Ja, das ist Aber naja. schwierig manchmal. Was haben wir, wie schaut's mit dem Triple Threat aus? Wie schaut's denn da aus? Also Tiddies wir haben wir, Trompeten. Habe ich keinen gesehen. Nein, ich habe auch keinen Trompeter richtig Nein. gesehen. Und Tote Tiere haben wir, glaube ich, auch nicht gehabt, oder? Nein. Das muss man halt dann im Zwarer zugute halten. Der hat einen Triple Threat voll ausgefüllt gehabt schon. Ja, schau, das passt. Wenn es wenigstens einer aus dem Franchise tut, dann ist Also, das okay. es ist ja auch mindestens, dass immer 1 oder 2 Sachen dabei sind. Also, wenn ich da jetzt so drüber nachdenke, also Nacktheit, meine ich, gibt's in jedem Teil, Tote Tiere, weiß ich nicht. Schwengel, weiß ich jetzt auch nicht, aber also Möpse gibt's eigentlich fast immer irgendwo an. Ja, also er befriedigt schon so das stumpfe Horror-Fan aus den 80er insgesamt auf. Auf jeden Fall. Wer mit dem aufgewachsen ist und weiß, hey, ich mag die Leute mögen Busen sehen und dann kriegen sie dann einen Busen. Richtig. Muss die Leute das geben, was sie wollen. Ja, eben. Ich hab zwar viel mehr schöne 28 Years Later Schwengel reinhalten, das ist mir wurscht, aber ein Busen ist schon das Minimum. Und wenn es gerade ein haariger Mann ein Busen Wer hat ist. als letztes wieder so ein Ding gehabt, Joaquin Phoenix in Eddington, gell? Das war auch wieder so ein übertrieben langer Rahmen. Ach ja, da war der Am Schluss sagt man ja. Aber was ist denn los? Warum schaut keiner mehr normal aus? Ja, aber Gehen wir hat ins Freibad und in die Dusche, da hat kein Mensch so einen Rahmen dran. ja, aber hat er auch nicht mehr viel damit anfangen können am Ende von Enigen. Nein, da war's kein. Da bringt mir der Riesenrahmen auch nichts, wenn ich nicht hernehmen kann. Völlig wurscht. Da hilft dir die wache Nudel nix. Eben, da bin ich lieber Vorsitzender vom Mikropenisverein und kann dafür ein wenig umeinander pixen. Ein bisschen glänzen. Ach ja. Schön ist das, ja. Nur einen riesen Dank eben an Leonine für VHS IT
5. Und Freuen uns auf die bitte und auf Vollkontakt, der, danke. ja, und bitte nachher noch Halloween, VHS Halloween auch noch mit raushauen, bitte. Den braucht man auch Ja, noch für mit- die Sammlung auf jeden Fall. Da hat uns gefreut. Nein, da freuen wir uns auf alle Fälle. Und so sagen wir alle vielen Dank, die zugehört haben. Ja. Schön, dass ihr dabei wart. Schreibt uns dann in die Kommentare rein, was euer Lieblingsepisode ist, falls ihr schon gesehen habt. Und vielleicht auch welcher euer Lieblings-VHS-Teil ist, falls ihr schon mehr Teile aus dem Franchise euch eingebaut habt. Und dann geht's los und hat das die Glocken drücken überall. Steady-Abo Tut's uns- abschließen. Genau, weil heute waren wir wieder mal gnädig, da es nämlich eigentlich eine Fortsetzung ist, hätte es die Steady inklusiv sein müssen. Ja, das stimmt. Aber wir sind ab und zu einfach wirklich gütige Herrscher und haben eigentlich heute wieder mal was umsonst gegeben, dass das verhungert. Ja, und das kannst du uns zurückgeben mit ein bisschen Liebe. Und Liebe heißt Genau, Geld. Genau, Liebe heißt Geld. Kennst jede Prostituierte fragen. Richtig. So, das war's, Das würde ich war's. sagen. Kurz und knackig, ihr wisst jetzt, was Sache ist. Kauft euch das Ding. Jetzt weiß ich nicht, wann kommt der außer? Sollte man das noch dazu sagen? Bald. Vielleicht gibt es ja sogar schon, wenn die Folge rauskommt. Schaut's Ja. in die einschlägigen Portale, schaut's bei Medienversand.at vorbei. Der hat den guten Shit, macht's das. Deine also genau das Geil. Datum, da sind wir nicht für verantwortlich. Wir sind ja nicht Veröffentlicher hier, wir sind Ja. nicht der Verleih. Richtig. So, Jo, jetzt gehen wir ins Bett. also Wieder dann, mal. schön, dass ihr wieder dabei wart beim besten bayerischen Filmpodcast der Welt. Oh, das ist jetzt schwierig bei VHS. Aus welcher Folge kann ich das sagen? Mexiko. Von Mexiko. So. Okay. Ja, auf jeden Fall. Also, Tschüss. Servus und Habitäre, bis zum nächsten Mal.